Hallo miteinander, liebe Leute, mega schön, habt ihr eingeschaltet. Euch auf YouTube, du darfst ganz normal vorbeilaufen, ist überhaupt kein Problem. Hey, mega schön, bist du heute Abend mit dabei, von deinem Wohnzimmer aus, vielleicht bist du auch in der Ferien, irgendwo auf dem Campingplatz. Schreib doch in die Kommentare unten, wo du gerade bist, es nimmt uns Wunder. Und wir starten jetzt in den Sommer in eine neue Serie, und zwar ist das der Summer of Revival. Und das ist ja nicht einfach irgendetwas, sondern das ist etwas, das ein bisschen Kraft hat. Und ich freue mich mega fest auf das. Ich freue mich auf was Gott mit uns vorhat jetzt in dieser Sommerzeit, gerade in diesem speziellen Jahr, wo er noch mit uns hin will. Und ich habe jetzt da bei mir den Michael Stricker. Das wäre ich, ja. Das wärst jetzt eben du. Genau. Und du bist jeden Sonntag da und sehr, sehr vieles am Machen. Ich sehe dich eigentlich immer ein bisschen rumhuschen. Ja. Wenn ich irgendeine Frage habe, dann frage ich ihn. Und mich nimmt es Wunder, was machst du eigentlich? Eigentlich, das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Nein, ich bin angestellt als Producer hier im ICF Zürich. Und das ist so ein bisschen Verantwortung Sonntag hier in der Halle selber, dass alles läuft, und unter der Woche ein bisschen einfach vorbereiten, damit dann eben am Sonntag dann auch alles läuft. Genau, und das ist, da ich angestellt bin, bin ich auch so oft da. Das macht also durchaus Sinn, dass du mich so viel siehst. Da. Es war lustig, weil ich habe ich habe nicht gewusst, dass du angestellt worden bist. Und habe letzte Mal irgendjemand gefragt, das lenkt ein bisschen ab. Ich habe letztes Mal jemanden gefragt, du, ist der Michi eigentlich angestellt? Und dann hat er gesagt, ja. Ich habe gesagt, dann macht alles Sinn. Weil sonst würdest du langsam ein bisschen viel machen. Ja, es wäre schon recht viel, wenn ich da nicht angestellt wäre. Genau. Voll. Hey, erzähl uns doch noch mehr, was läuft so ein bisschen hinter den Kulissen. Wir sind da hinter den Kulissen. Es gibt aber auch noch ein anderes hinter den Kulissen, hinten an den Leuten. Dann gibt es noch ein hinter den Kulissen, unten an den Stegen. Was läuft dort alles? Es sind schon recht viele Leute da involviert in so einer Celebration. Ich weiß auch nicht genau, wie viele das sind, aber du hast Lichtleute, du hast Audio-Leute, wir haben Leute, die nur schon schauen, dass die LED bespielt wird. Dann haben wir Leute, die schauen, dass die Bilder von einem PC nachher auch auf die LED geschickt werden. Dann halt all die Videoleute, jede einzelne Kamera, das sind schon schnell mal, was sind es, etwa 25 bis 30 Leute, die einfach nur allein da sind, um schauen, dass die Celebration läuft. Und ja, ich schaue nämlich ein bisschen, dass alle Leute Informationen haben, die sie brauchen, dass auch du deine Fragen beantwortet bekommst. Und das ist, macht Spass, ist intensiv und anstrengend, weil so viele Leute immer etwas möchten von dir. Und ich probiere es allen recht zu machen. Ja. Und aber es macht mega Spass. Das ist cool. Es gibt sogar Leute, die einem im richtigen Moment auf die Bühne schupfen. Genau. Mit so einem Knöpfchen im Ohr. Ich bin immer froh, dass ihr da seid. Das ist noch gut, ja. Das wäre ab und zu ein bisschen kritisch, wenn nicht. Es wäre einfach ein bisschen mehr Go with the Flow. Das wäre auch nicht schlecht. Das ist einfach, je grösser das halt die Veranstaltung wird, je einfacher wird es, hast du so Leute, die dir helfen zum Mitdenken. Absolut, genau. Dann hat man Backups und dann funktioniert alles. Und wenn mal etwas nicht funktioniert, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, es gibt es mal. Es kommt ein bisschen darauf an, was. Es gibt auch am Sonntag Sachen, die nicht funktionieren, aber wir haben gelernt, diese Sachen auch möglichst so ein bisschen überspielen und so ein bisschen so zu zeigen, dass es nachher aussieht, als hätte es funktioniert, aber eigentlich ist es nicht so gewesen, wie es geplant ist. Sehr das schön. Das gibt es auch. Und Menschen sind ja auch dankbar. Das stimmt. So, hey, mega schön sind ihr dabei. Ich sehe hier von der Nordsee, wie schön ist denn das? Oh, ist auch nicht aus so Lüdeburg. Nein, aus der Lüdeburger Heide. Auch sehr schön. Mega schön sind ihr mit dabei. Ich freue mich fest auf den Sommer und auf was alles wird passieren diesen Sommer. Und wir lächeln noch ein bisschen und sagen Hallo und freuen uns wirklich auf die paar Wochen. Auf den Summer of Revival. Genau, speziell ist noch etwas, Summer of Revival. Wir haben jede Woche so ein bisschen einen Guest Speaker hier im Haus. Also nächste Woche haben wir auch einen deutschen Guest Speaker. Und dann kommt eine Woche später noch der Björn auch wieder da. Den kennt man vielleicht auch noch, die eine oder andere. Hat auch schon da gearbeitet. Ist da angestellt im ICF und das ist mega cool. So ein bisschen andere Leute mal zu hören. Yes, sehr nice. Und heute haben wir den Andi Pantli. Ich
weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe. Auf jeden Fall freue ich mich mega fest auf die Message. Und wir gehen jetzt über zu der Sarah in Pre-Show auf die Bühne in genau einer Sekunde. Viel Spaß. Tschüss zusammen. Herzlich willkommen. Genau hinter mir seht ihr so einen QR-Code und da dürft ihr jetzt sehr gerne gerade scannen und dort Ihnen das Kontaktformular ausfüllen. Das ist nämlich fürs Contact Tracing, damit wir die Angaben hätten, dass wir, falls wir einen Fall Erkrankung hätten, das könntet zurückverfolgen. Danke vielmals, dass du uns dabei hilfst und genau, falls du es nicht willst, da elektronisch machen, hast du auch nachher die Möglichkeit, da hinten beim Ausgang das noch von Hand einzufüllen. Hallo Lea. Hoi, ich bin gerade vom Online-Churchbox gekommen. Die haben noch eine einzelne Begrüßung amix. Wow. Aber deine Begrüßung ist natürlich auch grandios. Kann man mir geben. Hey, wir fangen jetzt gerade an mit einem Game. Und zwar spielen wir Rundlauf. Jawohl. Und wir suchen 6 Leute, die mitmachen. Wer spielt gerne Ping-Pong? Jawohl, da. ich darf gerade führen kommen, gerade beide. Gerade beide. Ihr auch Das gerade beide, dürfen gerne führen kommen. Benni darf Wunderbar, auch sind wir schon bei gerne kommen. 4 Leuten. Ja, ihr 2 auch. 3 Leute. Super. Dann 1, 2, 3, Da ist 4. noch jemand. Ja, perfekt. 2, 4, Wir haben 6. 6. Perfekt. Super schnell. Rennen. Ihr wisst, wie es läuft. Es gibt heute kein Böndchen zum Sammeln. Es geht einfach nur um den knallharten Sieg von der Jemand kann noch ersten über? Runde. Genau, also. Achtung, fertig, los. Ihr wisst, wie es läuft. Macht das nicht zum ersten Mal. Mach noch ein bisschen Beat, Lea, bitte. Wie wäre denn der? Danke vielmals fürs Mitmachen. Großer Applaus. Oh. Sehr schön. Der erste der hat sich schon verabschiedet. Danke vielmals. Der zweite sind verabschiedet noch sich. 4. Danke Es wird dir. Noch spannend. 4 im Spiel. Sie wollen aber rennen. Wow, hey. Oh, danke vielmals fürs Mitspielen. Da waren es noch 3. Ah, Und was ist jetzt das gewesen? ich weiß nicht. Ich komme nicht raus. Okay, wir sind schon im Finale. Wir spielen auf 3. As usual. Danke vielmals. Hast du mitgemacht. Wer zählt eigentlich mit? Oh oh. Oh oh. Ich bin Balljunge. Also der nächste hole dir. Oh. Was stimmen wir? Was stimmen wir? 2-0. Okay, jetzt Matchball. Oh, wir haben einen Gewinner. Ich kriege noch etwas, ganz kurz. Ja, hey, faire Spieler haben wir da. Du kriegst 2 Gutscheine für Steppacher, du einen. Danke. Hey, für alle die, ja, einen großen Applaus für alle die gern Ping-Pong spielen, kommen doch nachher in die Lounge raus. Dort haben wir nämlich auch, können wir den ganzen Abend Rundlauf machen und ich freue mich schon wieder riesig drauf. Mega cool. Ich habe jetzt Besuch. Und zwar Besuch aus dem One Youth, spezifisch aus dem Youth Planet. Und ihr seid gerade, und die Fangemeinschaft ist auch da, sehr schön. Ihr seid gerade letzte Woche auf einem Roadtrip-Camp gewesen. Wie geil ist das? Sorry. Hühner cool. Und haben dort mega Gott erleben. Und ja, übrigens, das ist Livia und das ist Joel. Mega schön, sind ihr da. Und mich nimmt es Wunder, gerade du, Livia, du hast, wir haben vorhin schon ein bisschen geschwätzt, du hast erzählt, dass du in der Woche vor dem Camp schon etwas erlebt hast. Erzähl uns doch von dieser Story. Ja, genau. Es hat am Sonntagmorgen angefangen. Ich wollte ins ICF Geld reintwinten. Und irgendwie hat es dann nicht ganz funktioniert mit dem Twint. Ich weiß auch nicht, was los war. Auf jeden Fall hatte ich dann so einen Blitzgedanken, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich sollte das einfach an eine random Person schicken, an einer Nummer. Und dann habe ich das einfach so mal in meiner Small Group dann erzählt. Genau. Cool. Und nachher sind wir eben in das Camp und haben dort miteinander das besprochen. Also du hast ihnen das erzählt und du bist in dieser Small Group gewesen, gell? Was ist denn passiert? Ja, genau. Sie hat das nachher mit uns geteilt und nachher haben wir eben der Nummer, also wir haben auf Gott gehört für eine Nummer. Nachher haben wir diese Nummer twintet und halt einen Tag davor haben wir die Predigt über Kontrolle abgegeben und
auf Gott vertrauen und nachher dann haben wir auch Gott können einfach vertrauen, dass das Geld jetzt an einer Person geht, die das auch nachher braucht. Das hat uns mega mit Freude gefüllt. Ja. Mega cool. Und dann haben wir was gemacht? Genau, wir haben sie einfach getwintet. Wir haben noch etwas Kleines dazu geschrieben, dass sie gesegnet sein und als ein Geschenk annehmen. Genau. Und das haben wir einfach zusammen als Mal gemacht. Wir haben nachher mega Freude gehabt. Es hat uns mega erfüllt. Wahrscheinlich haben wir mehr Freude gehabt als die Person, die es nachher bekommt. Nein, man weiß nicht. Ja, Ist auch schön, ist auch gut. Hey, mega cool. Und falls es euch Wunder nimmt, wie so ein Roadtrip im Youth Planet funktioniert, schauen wir jetzt gerade noch schnell in einen Clip rein. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke vielmals. Jetzt denkst, das ist ja mega lässig, aber erstens bin ich aus dem Alter raus oder ich habe es jetzt einfach verpasst, es ist schon vorbei. Es gibt trotzdem noch Möglichkeit, zum ein Camp zu erleben, und zwar ist das Herbstcamp. Und das ist für alle im ISF Zürich. Es ist einfach jeder willkommen aus jeder Altersstufe. Und es ist immer mega cool. Und jemand, der dabei sein wird, ist Sarah. Ja. Freust du dich? Ja, mega. Bist du auch schon gewesen? Nein, ich bin tatsächlich noch nie gewesen, weil wir meistens gerade in dieser Zeit auch noch das Camp haben vom 20s. Aber dieses Jahr gehen wir als ganzes 20s mit ins Herbstcamp und werden dort präsent sein. Ich freue mich mega drauf. Mega cool. Wo ist es? In Kroatien. In Kroatien? Ja. Also falls du noch ein bisschen den Sommer willst verlängern, dann ist das der perfekte Ort. Mega cool. Jetzt, wie stellst du dir das vor? Auf was freust du dich auch am meisten? Ja, ich freue mich mega drauf, irgendwie so auch als 20s mit dem ganzen ISF zusammenziehen. Weil wir sind am Freitag und manchmal können wir denken, wir sind fast so ein bisschen alleinstehend, aber sind wir überhaupt nicht. Wir sind ein Teil vom Ganzen. Und ich freue mich mega auch, dass Connections wachsen und ja, wir einfach als Community mega nah am ISF Zürich dran sind. Aber ich freue mich natürlich nebst dann auch mega aufs feine Essen, auf den Strand und auf gute Bier. Schön. Was ich schon wirklich mega cool finde, du sagst, ich komme als 20s. Das ist so cool an diesem Herbstcamp, dass einfach eben alle dabei sind, wie wir vorhin schon gesagt haben. Oder? Du hast Familie mit Kind, du hast Teenager, die vielleicht sogar da auf dem Roadtrip auch mit dabei sind, die mit der Familie nochmal in ein Lager gehen. Du hast die jungen Erwachsenen, die die Fun-Zeit von ihrem Leben haben. Und das kommt so schön zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, das mega schön harmoniert. Ja, mega. Cool. Hey, wir starten jetzt rein. Es kommt noch ein Countdown, 1 Minute. Und nachher starten wir rein in eine Celebration, wo wird Kraft haben, das glaube ich. Wir starten rein in eine Serie Summer of Revival und ich freue mich riesig auf das. Ja, jetzt hat es funktioniert. Also, sind wir bereit für einen grandiosen Abend? Wir machen uns mal ein bisschen warm, den Volumen starten und mal aus unseren Sitz raus. Genau. Wir haben schon einen Tag in der Knochen, gell, Tamara? Tamara hat eine ganz herzige Stimme, ich will mal etwas sagen.
Oh wow, das geht besser, als ich gemeint habe. Aber was es eigentlich heisst, ist, wir kommen wieder direkt zu einer Worship-Serie. Und lass uns Gott so richtig entgegenwerfen heute und ihn gross machen. Sind ihr bereit für das? Okay, komm on. Von vorne nach hinten alle zusammen. 'Cause this is no performance. Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. 'Cause I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Because this is called a celebration. You don't want perfection, just as my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, and more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I need to sing, then I sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Mit anderen Genialen, ich kann schon mit Gott lachen. Du bist nicht alleine da. Zusammen machen wir die groß. Okay, können wir bouncen? Come on. Now bounce. Come on! Unser Worship, der gehört dir. Unser Herz, das gehört dir, Jesus. Komm und lass uns genau das machen, was wir vorher gesungen haben. Wir tun nichts zurückbehalten für unseren Jesus heute Abend. Meine Stimme ist fast nicht mehr da, ich bin mega heiser. Aber es hat nichts mit mir zu tun, der Worship, sondern es hat mit dem Jesus zu tun. Darum lass uns so laut singen, wie wir noch nie gesungen haben als Church. Als Dank für den Jesus. Sind wir dabei? Come on. See mountains rise in front of me. Mountains rise in front of me. But I rest in your presence. I rest in your presence. Manchmal sind die Schatten da und sie tun uns bedrohen. There's shadows. There's shadows try to frighten. Aber wir wissen, wer unser König ist. Come on. In your presence. Kinder, lass uns das singen. Here I am. Come on. Here I am. I praise you in my midnight. 'Cause you are good and I believe you will never
bist würdig, Jesus. Hey. Da bin ich, Jesus. Ich geb mich dir hier an. Und du hast einen guten Plan für mein Leben. Für den Moment. Und ich mach mich auf zu dir. Ja, ich mach mich auf zu dir, Jesus. All darkness has to bow before the great machines are calling as we lift you high forever. Your name stays the same. Walls are breaking down. Has to lift you high. Sing all darkness has to bow before the great I am. Chains are coming loose as we lift you higher. Forever you will reign. Your name will stay the same. Schau, ich glaube, dass heute Abend Leute da sind, die sich da hinten im Saal befinden. Wo man denkt, hey, ich komme, aber weißt du, was da vorne ist, es mir ein bisschen zu nahe, da geht es mir ein bisschen zu fest ab. Ich gehe mal da hinten und ich bin ein bisschen passiv am Schauen. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Abend will sagen, komm zu mir. Ich sehe dich, auch wenn du hinten im Saal sitzt. Ich sehe dich und ich will deine Dunkelheit hell machen. Yes. Und dass unsere Hände heben zu dem Jesus. Weil das ist etwas Proklamierendes. All darkness has to bow. Das ist nicht eine Bitte, sondern wenn wir den Namen von Jesus aussprechen, dann ist das die Wahrheit, dass Dunkelheit muss gehen. Und lass unsere Hände aufheben und das proklamieren im Glauben, dass deine Dunkelheit, in welchem Lebensbereich auch immer ist, sie muss gehen im Namen von Jesus. Sie muss gehen. Komm und lass uns das zusammen proklamieren. All darkness has to bow before the great I am. Chains are coming loose as we lift you high. Forever you will reign. Forever you will sweet and easy. As we lift you higher. Here I am. I praise you in my midnight. 'Cause you are good and I believe you will make a way for me. Here I stand, all my life surrendered. 'Cause you are good and you are God. You alone deserve my praise. Here I am. I praise you in my midnight. 'Cause you are good and I believe you will make a way for me. Here I stand, all my life surrendered. 'Cause you are good and you are God. You alone deserve my praise. Yes, you alone. Hey Church, ich freue mich mega auf den Abend. Ich möchte alle Online- und Livestreaming berufen. Wir sind eine Church around the globe, kann man sagen. Ich möchte euch heute mitnehmen, bleiben vom Mensch hier in einen Worship-Teil. Und zwar, wir haben die letzten paar Sündige verschiedene Worship-Stile durchgenommen. Und ich möchte heute euch einen neuen vorstellen. Und zwar, der heisst Bavrak. Bavrak Worship-Stil ist nichts anderes, als man geht auf die Knie. Und auf wenn man auf die Knie geht, sagt man eigentlich wie zu einem König,
hey, ich bete dich an, ich gebe dir die Ehre, ich bin nicht würdig, dich anzuschauen, aber ich weiss, dass du bist ein König, du schaust und sorgst für mich. Das Wort Bavrak findet man in der Bibel oft vor. In Psalm 18, Vers 46 in der Elbefelder Bibel steht geschrieben, der Herr lebt. Gepriesen, und das Wort gepriesen heisst Bavrak. Also Bavrak, das heisst, auf meinen Knie sage ich, Gott, du bist mein Fels. Warum ist Gott ein Fels? Corona ist ein Virus, der kommt und geht, oder? Zum Glück. Ein Fels ist auch noch da, wenn der Coronavirus gegangen ist. Das heisst, ich weiss, wenn ich nicht gehe, Gott ist ein ewiger Bestandteil, der ist nicht launisch, der tut sich nicht verändern, der hat nicht seine Meinung, sondern Gott steht wie ein Fels und vor diesem Fels mache ich Bavarak und ich bete ihn an von ganzem Herzen. Hey, was für geschehen, wir würden heute Abend den Worship-Stil statt hören, miteinander erleben. Also wenn du in der Lage bist und auch in der Lust bist, auf die Knie zu gehen, möchte ich dich einladen, mit mir zusammen auf die Knie zu gehen. Wenn du das nicht kannst, aus was immer Gründen, dann sitz ab auf dem Stuhl und dann ist dein Sitzen auch wie ein Knäuel. Ist okay? So, niemand muss, alle dürfen. Für die katholisch erzogen sind wie ich, das ist für mich natürlich kein Problem. Ich habe unglaubliche Knie. Schmerzen. Darf ich dich einladen, einfach ganz kurz deine Augen zu schliessen? Ich möchte auf den Knie uns 2 Gedanken geben, um Gott Bavarak im alle Ehre zu geben. Erstens, Gott, dein Fels, ist dein Anfang. Dass du heute auf den Knie bist oder auf dem Stuhl sitzt oder online schaust, Gott hat dich wollen. Du hast es so oft schon gehört, Gott ist dein Ursprung, Gott ist das Alpha, er ist der Anfang in deinem Leben. Gott hat dich geplant, Gott hat dich designt, Gott hat dich geformt, Gott hat dir ein DNA geschenkt, Gott hat dir ein Calling gegeben, Gott hat dir auch Talent und Fähigkeiten anvertraut, allein, dass jetzt, wo du auf den Knie bist, dass dein Herz schlägt, ist ein Wunder Gottes. Ich möchte dich bitten, wo immer du bist, sag Gott Danke dafür, dass er dich will, dass er dein Ursprung ist. Gott, da sind wir, here I am. Jeder von uns und jede von uns gibt dir, Gott, den Dank, dass du bist unser Fels. Zum Glück veränderst du deine Meinung nicht. Meinungen können und gehen, aber dein Wort bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Der zweite Grund, um heute danken zu sagen, Gott auf deinen Knie, Bavarak. Gott ist der Alpha und das Omega. Gott ist auch das Ende von unserem Leben. Ich glaube, wir dürfen im Leben nie vergessen, irgendwann werden wir auf dieser Erde ein Upgrade machen und wir werden in den Himmel ziehen. Du wirst deinen Briefkasten, den Wohnort ändern von Wallisellen in den Himmel. Wieso ist das so wichtig? Du musst wissen, Gott hat deine Tage und deine Zeit hat Gott in seinen Händen. Gott hat den Tag bestimmt und wir werden die Erde verlassen. Und das ist für mich wichtig, dass nicht mehr die Angst weg von irgendetwas. Wenn meine Stunde geschlagen hat auf dieser Erde, dann hat Gott den Zeitpunkt gesetzt. Und sagt Gott jetzt Danke, dass er das Alpha und Omega ist. Der Anfang und das Ende.
das erste und das letzte Wort. Ich habe gestern meine Mami besucht, sie ist 86 Jahre jung. Und sie hat mich etwas gelernt im Leben, das ich bis heute nicht vergesse. Sie hat gesagt, Leo, hör nie auf, Gott Danke zu sagen. Bild dir nie etwas ein. Alles, was du bist und hast, kommt von deinem Gott. Lass dir nicht einreden, dass dein Erfolg etwas mit dir zu tun hat. Lass dir die Niederlage auch nicht einreden, dass du ein Pflock bist. Sondern bück deine Knie von dem heiligen, allmächtigen Gott im Himmel, der dich erschaffen hat, der Freude an dir hat. Und dem Gott wirst du eines Tages mit Würde in die Augen schauen. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Alle zusammen. Die einen sagen, oh, zum Glück. Warum ist es so wichtig? Nachdem du auf den Knien bist, deine Position in der unsichtbaren Welt deklariert hast und du weißt, wer du bist, ein Sohn und eine Tochter Gottes und du hast einen Fels im Himmel, wird mir bewusst, im heutigen Tag, ob ich in die Small Group gehe arbeite, in meine Familie gehe, in meine Neighborhood gehe, wo immer ich hingehe, ich weiss, dass der Fels und Gegenwart Gottes mit mir mitkommt. Du hast einen Gott an deiner Seite, der Wunder in deinem Leben bewirkt. Ein Way-Making Gott. Lass uns dem Gott im Himmel einen Applaus geben. Der Gott im Himmel leitet und führt uns. Come on, Church! Woohoo!
That is who you are. That is who you are. Und sagt ihm Jesus Danke, was er für dich ist. In seinen persönlichen Worten. That is who you are. Sag ihm Danke, dass er treu ist. That is who you are. 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 You never left me. You never left me. That is who you are. 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 Hey, im Matthäus Evangelium steht, dass dort, wo dein Schatz ist auch dein Herz. Und ich finde das super, weil dann weiss ich, wenn ich mein Geld in sein Reich gebe, ist auch mein Herz dort. Und wenn ich mein Geld in die Kirche gebe, ins ICF, dann ist auch mein Herz da. Und ich will, dass mein Herz da ist, weil ich merke, es tut mir gut. Es tut mir gut, wenn ich da mitschaffe, wenn ich aufblühe, in Talente entdecke. Es tut mir gut, wenn ich für sein Reich bete und für sein Reich investiere. Und es ist so viel Freude da drin. Und deswegen gebe ich mein Geld so gerne da an, weil ich merke, mein Herz ist damit automatisch auch da. Und wenn du möchtest, Finanzen in die Kirche investieren, hast du die Möglichkeit, via QR-Code das zu machen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was macht der riesige QR-Code da? Vielleicht erschlägt er dich fast ein bisschen, aber es gibt ganz einen einfachen Grund für das. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber Bargeld ist out. Und darum hast du die Möglichkeit, so zu spenden mit dem QR-Code, mit dem Handy. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach wie vor oldschool zu gehen. Und, also nicht, dass wir da irgendwas dagegen haben, aber einfach ist es so. Muss man der Wahrheit in die Augen schauen. Beim Ausgang etwas reinzurühren, das ist auch nach wie vor möglich. Einfach, dass du das weißt. Yes? Und jetzt gehen wir weiter in den Worship. Lass uns in dieser Gegenwart hineinbleiben. Lass uns unseren Gott weiter anbeten und ihm einfach alles angeben. Unsere Finanzen, unser Herz, unsere Knie. Lass ihm einfach unser Leben angeben. Und ich glaube, wir können nur gewinnen, wenn wir das machen. Amen. That is who you are. 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 You are Waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker.
darfst dich auf die Stuhl setzen und ich habe das grosse Privileg, einen guten Freund von mir willkommen zu heißen auf der Bühne. Ein paar, also viele von euch werden ihn kennen, vielleicht ein paar auch nicht. Das ist der Andreas Bantli. Machen wir ein bisschen Lärm. Wenn du ihn kennst, wenn das Gesicht dich freut zu sehen. Komm mal. Du bist jahrelang 15, 16 Jahre angestellt gewesen. Wie lange? 17 Jahre? Shit, Mann. Und hat einen ganz grossen Teil damit zu tun, dass Celebrations heute so aussehen wie bei uns, wie sie aussehen und dass sie so stabil sind und wie du gebaut hast in Breite und Tiefe und Höhe und Musicals und alles überhaupt. Und ich danke dir vielmals, dass du heute da bist, direkt von Hamburg eingeflogen und uns dein Herz weitergibst. Ich freue mich auf das und lass uns im Namen einen warmen Willkommensapplaus. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe Leo geschrieben, eine Voice-Message geschickt am Mittwoch, habe auf Schweizerdeutsch gesagt, Leo, gib mir ein ehrliches Feedback. Ich weiß nicht, ob mein Schweizerdeutsch noch gut genug ist, um hier auf Schweizerdeutsch zu predigen. Sag einfach ehrlich, was du denkst. Er hat zurückgeschrieben, bitte predige auf Hochdeutsch. Leo, ich liebe deine Ehrlichkeit. Man weiß immer, woran man ist bei dir. Das ist großartig. Hey, lass uns beten, dass Jesus heute in welcher Sprache auch immer zu uns reden darf. Danke, Jesus, dass du hier bist mit deiner Güte, mit deiner Kraft, mit deinen Möglichkeiten. That is who you are. Das haben wir gerade gesungen, Jesus. Das bist so typisch du. Alles ist möglich. Alles beugt sich vor dir. Stolz, Unglaube, Frustration, Tradition. Und wir erwarten alles von dir heute Abend. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Hey, ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren ein guter Freund aus dieser Kirche, er heißt so ähnlich wie Simon Lemmle, auf mich zukam an einem Sonntagmorgen und gesagt hat, Andi, heute ist ein besonderer Tag. Denn ich habe zu Hause einen 20 Jahre alten Rotwein extra für euch schon aufgemacht, damit er ein bisschen atmen kann. Und heute, wenn wir fertig sind mit 4 Celebrations, dann fahren wir zu mir nach Hause und dann trinken wir diesen 20 Jahre alten Bordeaux. Und wir haben uns so gefreut. Der Leo hat ein bisschen schneller gepredigt. Dave hat die Lieder ein bisschen schneller abgespult. Ich habe angefangen, Programmelemente rauszulöschen, damit wir möglichst schnell bei Simon zu Hause landen. Und dann kam er und er brachte uns so eine ähnliche Flasche und er zeigte uns das Etikett und tatsächlich, da war 20 Jahre zurück der richtige Jahrgang drauf und er goss uns allen ein und wir stießen oder stoßen oder stüßten an, ich weiß gar nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, und wir nahmen einen ersten Schluck und als diese wunderbare, köstliche Flüssigkeit in mich hineindrang, sagte mein Gehirn, das ist kein 20 Jahre alter Rotwein. Das schmeckt eher so nach einem Wein, den man kauft, so hier unten im Regal, wenn man Nudeln kocht oder so ähnlich. Und ich war kurz im Dilemma, weil ich dachte, Scheiße, hat jetzt jemand Simon verarscht? Oder verarscht Simon uns, bis es aus ihm herausplatzte und er einen Lachkrampf bekam und uns gestand, dass er in Wirklichkeit diesen Rotwein natürlich am Abend davor alleine mit seinem Schwiegervater getrunken hat und er nie auf die Idee käme, mit so minderwertigen Freunden, wie wir es sind, so einen kostbaren Wein zu trinken. Ja, ich finde das Bild eigentlich genial, weil meine Frage ist, was ist, wenn man dich zu kosten bekommt? Was ist, wenn man an dir schnuppert und anschmeckt? Ja, was ist, wenn du in Stress kommst oder irgendwie in eine blöde Situation bei der Arbeit und etwas so von dieser Flüssigkeit aus dir rausspritzt und jemand dran schmeckt? Was schmecken die Leute da eigentlich? Ich meine, wir alle glauben, dass der allmächtige Gott in uns wohnt, stimmt? Der Heilige Geist hat in uns Wohnung bezogen. Aber meine Frage ist, wenn man an uns schnuppert und wenn man an uns so einen Schluck nimmt, schmeckt man da dieses Kind Gottes? Oder steht dann vielleicht besser hinten auf der Flasche, könnte Spuren vom Heiligen Geist enthalten? Das Interessante ist, Jesus hat genau über dieses Bild mal gesprochen. Es war ein besonderer Abend. Es war wahrscheinlich der letzte Abend in dieser Form nach 3 Jahren Freundschaft, nach 3 Jahren unterwegs sein mit seinen Jüngern. Sprach er an einem besonderen Abend zu seinen Jungs. Und er wusste, in wenigen Stunden werde ich gefangen genommen werden. Und damit ist das der Anfang vom Ende meiner 3 Jahren Zeit
mit meinen Jungs. Und er hält diese epische Rede und er kommt genau auf dieses Thema Wein zu reden. Wir lesen hier in Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso fest mit euch verbunden bleiben. Nächste Folie. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er wiederholt sich. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Über was Jesus hier redet, ist seine Gegenwart in deinem Leben. Seine Gegenwart in meinem Leben. Und ich möchte heute Abend eine These in den Raum stellen und Folgendes behaupten. Ich glaube, Jesus lädt uns dazu ein, dass wir aufhören, nur von ihm gefüllt zu werden und damit anfangen, uns mit ihm füllen zu lassen. Was meine ich damit? Was meine ich damit? In meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, ist es oft so ein bisschen wie mit einer Tankstelle. Okay, was meine ich damit? Eine Tankstelle ist ein Ort, wo du hingehst, wenn dir etwas fehlt, richtig? Wenn ich am Morgen aufwache, dann fallen mir oft schnell Dinge ein, für die mir Sachen fehlen. Ja, ein Gespräch mit dem Boss oder ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, vielleicht der nicht geklärte Konflikt mit meiner Ehefrau, vielleicht die Kinder, die zur Schule müssen und so weiter und so fort, vielleicht eine Prüfung, für die du lernst. Und dann gehe ich zu diesem Tankstellen-Gott und sage, oh Gott, du hast da Qualitäten, die ich brauche. Ja, Geduld, Ehrgeiz, Disziplin, Fleiß, Energie, die Kraft zu vergeben. Und ich gehe zu meinem Gott und sage, oh Gott, ich habe so Respekt vor diesem Tag. Bitte füll etwas von deinen Eigenschaften in mich hinein. Und weißt du, was das Gute ist? Jesus ist so großzügig, dein Papa ist so großzügig, dass er das durchaus macht. Das Problem ist, dass ich dann danke und sage, hey, danke, lieber Tankstellen-Gott, das war wieder toll. Ich hoffe, es reicht ein paar Stunden. Hoffentlich wird es nicht zu schwer heute. Und dann steige ich in mein Auto und fahre alleine los und versuche irgendwie durch diesen Tag zu kommen, in der Hoffnung, dass der da oben genug reingekippt hat. Kennst du dieses Muster? Und was wäre, wenn Jesus mit seiner Gegenwart ganz was anderes meint? Was wäre, wenn Jesus eines Tages sagt, hey, lieber Andi, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe eine viel bessere Idee. Wie wäre es, wenn ich in dein Auto steige und zu deinem Co-Pilot werde? Wie wäre es, wenn ich einfach hinein platziere und wir zusammen durch den Alltag gehen? Ich meine, wäre doch viel besser, wenn ich einfach mitkomme. Und wenn dann dieses Gespräch kommt mit deinem Chef, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen, weil ich bin ja auch noch da. Und wenn du dann zu Hause diesen Konflikt angehst, den du noch nicht geklärt hast, dann ist das ja auch kein Problem. Warum? Weil, naja, wir sind ja zusammen und du weißt ja, ich kümmere mich gern um deine Probleme. Und wenn du dann am Abend keine Geduld mehr hast für deine 2 Kinder, habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich habe mehr als genug Geduld. Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes nicht einfach nur ein Ort ist, den wir einmal in der Woche in einer Celebration für 2 Stunden genießen, in der Hoffnung, dass Gott genug in uns hineinkippt, um dann alleine durch die Woche zu gehen? Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes mehr ist, als eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde am Morgen in der Bibel zu lesen? Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes buchstäblich meint, dass Gott gegenwärtig ist in deinem Leben? Kann es sein, dass Gottes Idee von deinem Leben die ist, dass du ihn permanent an seiner Seite hast? Macht das Sinn? Ich bin froh, dass ihr das auch so seht, weil ich finde auch, dass das durchaus Sinn macht. Das Interessante ist, wenn ich mein Leben anschaue, dann stelle ich immer wieder fest, ich rechne durchaus mit der Gegenwart Gottes, wenn ich irgendwas für Gott bewege. Ja, wenn ich predige oder wenn ich die Kirche baue oder wenn ich in der Kirche bin und mich investiere, dann habe ich das Gefühl, dass ich durchaus auch so ein bisschen was von dem da oben erwarten kann. Ich meine, immerhin mache ich was für ihn. Kennst du das?
Was ich irgendwie nicht gelernt habe, ist zu verstehen, dass Gott genauso da ist, wenn ich gerade nichts für ihn tue. Wenn ich vielleicht gerade in einer Phase bin, wo mein Leben sogar eher bergab statt bergauf geht. Wo ich vielleicht in so einem Trubel von negativen Gedanken bin, wo ich das Gefühl habe, naja, damit wird Gott wohl nichts zu tun haben wollen. Wahrscheinlich ist er schon längstens aus meinem Auto ausgestiegen. Wenn der Heilige Geist wirklich in uns wohnt, dann ist er 24 Stunden, 7 Tage die Woche da. Egal, ob dein Leben so macht oder dein Leben so macht. Was ich oft zu wenig verstehe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist, dass Jesus mir nicht einfach nur ein Arbeitsverhältnis anbietet, sondern dass er dir und mir eine Freundschaft anbietet. Und genau das sehen wir an diesem gleichen Abend, wenn wir den nächsten Vers miteinander anschauen, dann sagt Jesus Folgendes: Hey, ich nenne euch Freunde und nicht mehr nur Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe und so weiter und so fort. Und zum Schluss sagt er wieder: Ich sende euch, um Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Jesus sagt mit anderen Worten, liebe Männer, bevor ich zurückgehe zu meinem Vater, bevor ich das Reich in eure Hände lege und im Wissen wahrscheinlich auch, dass Jesus schon wusste, dass diese Männer nicht viel später einen Märtyrertod sterben werden für ihren König, sagt er: Ich biete euch heute einen neuen Beziehungsstatus an. Ich nenne euch nicht mehr nur Mitarbeiter und ich bin nicht mehr nur euer Boss, nächste Folie, sondern Jesus sagt: Wie wär's, wenn ich auch Bromance für dich bin? Kennst du Bromance? Wer liebt Bromance? Paul liebt Bromance. Bromance ist großartig. Jesus sagt: Ich biete dir einen neuen Beziehungsstatus an. Und ich finde das so krass, dass Jesus in dieses Level hineingeht. Jesus weiß, diese Männer werden dieses Reich Gottes bauen. Aber Jesus weiß, diese Männer, von denen wird viel abverlangt werden. Aber Jesus sagt: Männer, ich will das nicht, dass ihr das tut wie Arbeiter. Ich will, dass ihr das tut wie Liebhaber. Es geht nicht darum, dass wir nichts für Gott tun. Verstehe mich bloß nicht falsch. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht um das Warum. Und ich glaube, was Gottes Herz wirklich berührt und was wirklich Frucht bringt und was wirklich Bestand ist, ist das, was wir aus Liebe heraus, aus Verliebtheit heraus für unseren Liebhaber Jesus tun. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, Maria und Martha. Und wir sehen an diesem wunderschönen Beispiel dieser 2 Frauen, dass diese 2 Frauen diese Geschichte unterschiedlich verstanden haben. Wer ist Maria und Martha? Maria und Martha sind gute Freunde von Jesus. Und immer mal wieder, wenn Jesus so einen Break brauchte, nach viel Leute heilen und predigen und so weiter, kam er in dieses Haus von Maria und Martha mit seinen 12 Jüngern und sie verbrachten einfach Zeit. Und die Reaktion dieser 2 Frauen, dieser 2 Schwestern, ist einfach wunderschön. Denn Martha sieht 12 hungrige Männerbäuche plus den von Jesus, stürzt in die Küche und fängt an, ein Riesenfestmahl vorzubereiten. Sie schnippelt Gemüse, sie kocht, sie macht, sie tut, keine Ahnung, Falafel wahrscheinlich damals und solche Dinge. Und sie gibt sich alle Mühe. Endlich hat sie Gelegenheit, Jesus zu zeigen, wie sehr er ihr was bedeutet. Maria macht genau das Gegenteil. Die setzt sich ins Wohnzimmer zu Jesus und macht nichts. Sie hängt einfach mit Jesus und chillt und genießt die Zeit. Vielleicht wird es sogar ein bisschen dunkler wie hier drin. Wer weiß. Und Martha in der Küche, sie wird so richtig stinkig. Martha in der Küche, mit jedem Gurke, die sie schneidet, wird sie verärgerter über ihre blöde, faule Schwester. Ja? Und sie wird so sauer, dass sie irgendetwas tut, was sie eigentlich niemals tun dürfte in der damaligen Zeit als Frau, nämlich als Frau zu einem Mann gehen. In der damaligen Zeit war das ein No-Go, geschweige denn zu einem Rabbi
einem respektierten religiösen Anführer namens Jesus, um ihm zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Martha ist aber so überzeugt, dass sie auf der richtigen Seite steht und ihre blöde Schwester Maria nicht, dass sie in diesen Raum reinplatzt und Folgendes sagt: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr gefälligst, sie soll mir helfen. Ausrufezeichen. Guck mal, die gibt Jesus einen Befehl. Ganz schön mutig. Und jetzt, was sagt Jesus? Martha, Martha. Und da ging Martha bestimmt ein Licht auf. Martha, Martha. Ist schon mal aufgefallen, es gibt gewisse Situationen, wann wir einen Namen wiederholen. Stimmt's? Das ist meistens dann, wenn eine Person sich auf eine Art und Weise verhält, die wir schon aus anderen Situationen gut kennen. Stimmt's? Und genau das ist das hier. Martha, Martha. Na, sind wir wieder in unser Fettnäpfchen getreten? Laufen wir wieder in unserem vorgefertigten Muster? Martha, Martha. Und was sagt er weiter? Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Es ist interessant, Jesus kritisiert sie nicht dafür, dass sie was kocht. Aber was er kritisiert, ist, dass sie in Sorge und in Unruhe ist. Notwendig aber ist nur eins: Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube, Maria hat sich entschieden, der Gegenwart Gottes höchste Priorität in ihrem Leben einzuräumen. Und der Unterschied könnte besser nicht sein. Wenn wir hier genau hinschauen, sehen wir ein ganz wichtiges Detail. Martha nennt Jesus Herr, Boss. Maria hat offensichtlich verstanden, dass ihr guter Freund Jesus zu Hause ist. Ganz ehrlich, wenn deine beste Freundin, wenn dein bester Kumpel zu dir nach Hause kommt, machst du dir dann Gedanken, wie deine Wohnung aufgeräumt ist? Ärgerst du dich dann, dass dein Kühlschrank nicht voll genug ist, um ein tolles Essen anzubieten? Nein, du bist entspannt. Warum? Weil da deine Freundin steht oder dein Freund. Kann es sein, dass wir so oft an der Gegenwart Gottes vorbeirennen, weil wir nicht verstehen, dass da ein Gott ist, der unser Freund sein möchte? Natürlich lädt er uns ein, uns zu beteiligen, uns zu investieren, uns zu verschenken. Aber Jesus wünscht sich, dass du das aus Liebe tust. Jesus bietet dir eine Gegenwart an und diese Gegenwart ist da. An der kannst du nichts ändern. Aber was du verändern kannst, ist deine Verfügbarkeit. Ist deine Aufmerksamkeit im Alltag mit dem Heiligen Geist zu rechnen. In den alltäglichsten Dingen, in den einfachsten und schlichtesten Herausforderungen, damit zu rechnen, dass du einen Gott hast, der sich wortwörtlich Helfer nennt. Jesus lädt dich ein heute Abend, dass du ihn auf diesen Sitzplatz lässt. Jesus lädt dich ein, dass er heute mit dir nach Hause fahren darf. Dass ihr euch nicht nur hier in der Kirche trefft oder zu Hause im Livestream, sondern dass du mit ihm ins Bett gehst, dass du morgen mit ihm aufstehst, dass ihr zusammen die Zähne putzt und dass ihr zusammen dein Leben auf den Kopf stellt. Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment die Augen schließen und wir werden einen kurzen Moment einfach leise sein. Und ich möchte, dass du den Heiligen Geist jetzt fragst: Heiliger Geist, in welchem Lebensbereich bist du noch nicht präsent? Wo lasse ich dich außen vor? Frag ihn und dann hör auf seine Stimme, achte auf deine Gedanken und dann gib ihm die Erlaubnis, dort hineinzustehen. Lass uns einen kurzen Moment leise sein.
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Augen öffnest für jeden Lebensbereich, in dem deine Gegenwart für mich noch nicht sichtbar ist. Jesus, ich mache jede Türe meines Lebens auf. Ich öffne dir jeden Bereich und sage, Heiliger Geist, tritt ein. Ich will dich und ich möchte nicht mehr alleine sein. In deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ich habe mir das Jahr freigenommen, um das Internship hier im ICF zu machen. Und viele Leute haben mich gefragt, wieso machst du das? Wieso nimmst du ein ganzes Jahr frei zum Dienen? Und das ist eigentlich recht eine gute Frage. Und ich habe mir das auch gefragt, weil aus weltlicher Sicht macht das nicht so viel Sinn, dass ich ein ganzes Jahr diene. Und ich könnte gut Geld verdienen, gehen arbeiten oder studieren. Aber ich habe dieses Jahr mega eine Leidenschaft fürs Dienen entdeckt und Gründe für mich gefunden, wieso ich das mache. Und für mich ist mega die Grundlage, dass ich weiss, dass ich geliebt bin. Ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel und ich liebe ihn auch von ganzem Herzen. Und darum möchte ich ihn auch dienen. Bei der Taufe von Jesus sind die Himmel aufgegangen und Gott hat gesprochen und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, wo ich so fest Freude daran habe. Und ich habe das Gefühl, das war, bevor er alles angefangen hat, all seine unzähligen Wunder. Gott hat das gesagt, bevor er das alles gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, das ist bei mir genau gleich. Ich weiss, Gott liebt mich, bevor ich irgendetwas mache, bevor ich ihn diene, bevor ich irgendetwas leiste, bin ich geliebt. Und darum liebe ich ihn auch so fest. Und aus dieser Freundschaft raus, aus dieser Relationship, habe ich Gott auch gefragt, hey, für was brennt dein Herz, Gott? Was ist dein Herzschlag? Und ich habe das Gefühl, dass Gottes Herzschlag ist, dass sein Reich hier auf Erde kommt. Dass er möchte, dass Leute geheilt werden. Er möchte, dass Leute in Freiheit leben. Er möchte, dass Leute zu ihm finden. Das ist sein grösster Wunsch. Und aus dieser Freundschaft heraus ist das auch mega mein Herzschlag geworden. Ich möchte, dass die Kirche schöner wird. Ich möchte, dass die Armen erreicht werden. Und oft habe ich gebetet im Vater unser, hey, lass dein Reich auf Erde kommen. Und ich habe das Gefühl, das passiert nicht einfach so, sondern das passiert, wenn wir uns brauchen lassen. Und das passiert, wenn wir treu im Kleinen sind. Das passiert, wenn wir abwaschen, wenn wir den Kübel austragen. Das passiert, wenn wir uns zu Dienern machen, wie es Jesus gemacht hat. Er war ein Rabbi, er war da oben. Und er hat sich runtergesetzt und hat gesagt, hey, nein, ich bin ein Freund, ich bin ein Diener. Er hat die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Und ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und darum möchte ich auch ein Diener sein. Und ich glaube, sein Reich kommt auch runter, wenn wir in unserer Berufung laufen. Und wenn wir alle Talente, die er uns gegeben hat, für ihn einsetzen. Und darum ist Dienen für mich auch nicht langweilig. Und ich mache es auch so gern, weil ich alles, was er mir geschenkt hat, als Geschenk, Talent, kann ich für ihn einsetzen. Und das ist bei mir Singen und Songwriten, das kann ich für ihn machen. Und ich liebe das für ihn machen. Und ich könnte sonst gerne mit mir aufstehen. Und wir werden in den Song Holy Spirit hineingehen. Und vor 2 Jahren habe ich Gott gesagt, ich gehöre komplett dir. Und er hat mich angefangen zu brauchen. Und hat mich an Orte angesetzt, wo ich es mir nie hätte vorstellen können. Und er hat mich angefangen zu brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch Leute in diesem Raum haben, wo der Heilige Geist möchte zu euch reden, einen Berufungsmoment geben, er möchte euch einen Auftrag geben. Und wir wollen diesen Song singen, Heiliger Geist, du bist willkommen da, red zu mir. Und öffnet einfach eure Ohren und eure Augen. Vielleicht wird der Heilige Geist euch auch etwas zeigen. To be
Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. Sing, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, your Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Lass uns noch stehen bleiben in der Gegenwart von Jesus. Wir haben angefangen mit dem Bavrak-Moment auf unseren Knien. Vor ein paar Augenblicken. Wir haben die Message gehört von Andreas Bandli über die Gegenwart von dem Gott im Himmel, der möchte mehr Raum in uns nehmen als ever. Die Freundschaft, die uns anbietet. Gar hat unsere Storys erzählt vom Dienen. Und ich möchte noch einen Gedanken dazu hineingeben. Bavrak ist ja der Moment, wo man auf die Knie geht und an einen König sagt, dass wir ihn möchten anbeten und möchten alle ihr geben. Aber hast du gewusst, dass Jesus hat auch Bavrak gemacht für uns Menschen? Das heisst, die Jünger sind zusammengekommen mit dreckigen Füßen. Und Jesus, sagt die Bibel, ist auf die Knie gegangen, Bavrak, und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und ich finde es ein krasses Bild. Auch Jesus sagt, wenn ihr mich anbetet, dann bin ich nicht zu gross, dass ich auf meine Knie gehe und euch Menschen die Würde gebe. Ich finde es ein mega wichtiges Bild, weil oft, wenn wir über die Gegenwart von Jesus reden, haben wir das Gefühl, ja, irgendetwas mache ich falsch, es langt nicht, und ihr müsst mehr das und jenes, und dann fällst du plötzlich in eine Religion in wie die Marten mit Schnipseln, Gurken und Rüebli. Aber es gibt auch den Moment, wo Jesus vor dir auf die Knie geht. Und ich möchte heute Abend mit uns zusammen beten, die nächsten paar Augenblicke, dass du dir vorstellst, dass Jesus, der Sohn Gottes, vor dir auf die Knie geht und deine Füße wäscht wie beim Petrus, wie beim Johannes, wie beim Matthäus, beim Markus. Und die dient heute Abend. Glaubst du das? Lass uns unsere Augen schliessen.
Wir sind heute Abend nicht da, um nur ein paar Sachen zu hören, wie grossartig unser Gott ist. Wir erleben heute Abend die volle Dimension vom Himmel. Come on. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 Menschen zusammen sind, in seinem Namen ist Jesus Christus in der Mitte. Und Jesus ist heute Abend in dem Saal anwesend mit dem Heiligen Geist. Ich möchte, dass du dir das bewusst machst. Mehr als einfach, aha, er ist da. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 Menschen zusammenkommen in seinem Namen und sie haben den Glauben fürs Gemeinsame, dann können wir bitten, was wir wollen. Und Gott erhört unsere Gebete. Heute Abend gibt es Frauen und Männer, die mit Depressionen kämpfen. Andere kämpfen mit Pornografie, kämpfen mit der Einsamkeit, immer noch Single zu sein. Andere kämpfen mit Sucht und Sünde, mit Unglauben, mit Zweifel, mit Minderwert, mit Stolz. Mit so vielen Sachen und unsere Füße sind schmutzig. Niemand heute Abend, keine Frau und kein Mann, hat nicht irgendwo einen schmutzigen Fuß. Sinnbildlich für einen Bereich, wo du das Bavarak brauchst, wo Jesus sich niederknüllt und auf dich aufschaut und sagt, du bist es würdig, dass ich heute Abend dir deine Füße wäsche. In was für einem Bereich wünschst du heute Abend, dass Jesus deine Füße wäscht? Gestern Abend oder am Nachmittag hat mich Google daran erinnert, dass ich nach New York fliegen würde. Das ist mir bewusst worden, aber ich bin jetzt hier in Wallisellen. Corona hat meine ganze Reise verändert. Ich merke, ich finde Corona nicht so geil. Ich rede nicht vom Bier. Das macht etwas. Und bei jedem macht es etwas anderes. Ich habe gemerkt, ich muss meine Füße anheben. Dass Jesus Sachen waschen kann, die ich mir wünsche. Und es ist einfach weg. So sage ich, jetzt bin ich immer in der Schweiz. Und ich weiss nicht, was dein Bereich ist. Lass uns in den nächsten paar Augenblicken Jesus unsere Füße anheben. Und der 9. Fuß steckt das in den Waschbecken hinein. Und Jesus berührt deine Füße mit seinen Händen. Und er ist sich nicht schade, Sachen jetzt von uns wegzuwaschen. Kann ein Gefühl sein, Angst sein, eine Sucht, eine Gewohnheit, was immer. Ich möchte dich bitten, stell dir das wirklich bildlich vor, dass Jesus sich vor dir niederknüllt. Das heisst, er schaut auch zu dir auf.
möchte heute Abend für 2 Gruppen von Menschen beten. Ich möchte heute Abend für die beten, die so einen schweren Geist haben. Leute, die sagen, seit der Corona-Krise irgendwie, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr auf Hochtouren. Und ich möchte zweitens für die beten, die sagen, ich bin einsam, einfach einsam. Ich bin noch immer Single, nicht weil ich es will sein. Ich habe es nicht ausgewählt, ich bin es noch immer. Und du musst nicht deine Hände aufheben, ich werde dich nicht fragen, ich möchte niemanden bloßstellen, es ist etwas mega Intimes. Aber es gibt die 2 Gruppen, die ich heute Abend wirklich wie ein Anliegen habe und ich möchte bewusst heute Abend für die 2 Gruppen beten und ich möchte dich bitten, wenn es sich nicht betrifft, dann bett mit mir mit jetzt, dass Gott diesen Frauen und Männern begegnet. Diesen Frauen und Männern wirklich nochmal so einen Restart gibt, so einen Kick, dass nicht Corona sie wirklich einfach zermürbt und dass die einsam sind und Single sind und darunter leiden, nicht das Gefühl haben, es liegt an mir. Niemand hat mich gern, niemand will mich. Das ist eine unglaubliche dämonische Lüge. Und lieber Vater, ich bitte für die Frauen und Männer, die diese 2 Gruppen betrifft. Wir sind hier zusammen in deiner Gegenwart, in deiner Präsenz. Und ich möchte dich bitten, Jesus, mit all unseren Freunden und Freundinnen zusammen, wir beten für die Frauen und Männer, wo wir nicht mehr in der Power hineinkommen, wo wie so der schwere, heavy, depressive Geist durch Corona auf sie gefallen ist. Ich möchte dir sagen heute Abend, ich sage, dass der Geist von der Schwerheit, der Geist von der Depression, der Geist von der Anklage, der Geist von der Freudlosigkeit, der Geist von der Visionslosigkeit befehle ich im Namen von Jesus Christus, dass der dein Leben verlässt. Und ich lade den Geist von der Freude, den Geist von Jesus Christus, der sagt, Freude an Gott ist meine Stärke. Und ich bitte für all die sich einsam fühlen, mit der Sehnsucht leben, die Single sind, nicht aus freiem Willen, die unter dem Zustand leiden. Ich möchte sagen, dass der Geist vom Single-Sein will ich abstreifen im Namen Jesus Christus von dir. Und die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass die Frauen mal allein sind, sondern Gott hat uns das hineingelegt, dass sich Menschen connecten. Und ich möchte bitten in deinem Leben, dass Gott die Frau oder Mann in dein Leben hineingibt, wo du dich connecten kannst. Und ich rufe das aus im Namen von Jesus über dir. Come on. Darf ich dich bitten, in dem Lied in der Holy Spirit, schau, der Heilige Geist ist schon da, das ist nicht der Punkt. Aber manchmal muss ich es mir so lang singen, bis ich es glaube, bis ich es fühle, bis in meine Zierspitze rein. Er ist da, der Holy Spirit, komm, heil mich, setz mich frei, berühr mich heute Abend, Jesus, wäsch meine Füße, come on, Jesus, bring it on!
Your love's too good. Your love's too good to leave me. If you want my heart, I won't second guess. 'Cause I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me here. Your love's too good. Your love's too good to leave. If you want my heart, if you want my heart, just machen als Statement die da wie second guess. 'Cause I need your love more than anything. I'm yours. Your love's too good to leave me. Oh, your love's too good to leave me here. If you want my heart, my Jesus, I won't second guess. 'Cause I need your love more than anything. I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's too good to leave me. You want my heart, I won't second guess. 'Cause I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's Hey, wow, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, will unser Freund sein. Wie crazy ist das? Hey, danke Andi für die Message, so genial. Yes, nochmal einen Applaus. Hey, für alle, die online zuschauen, schon mal ein Tschüss von mir. Die Lea will gerade noch einen Abschluss machen mit euch. Und für ihr da innen habe ich noch ein paar Infos. Hoi, liebe Leute, so schön hast du heute Abend eingeschaltet. Online, da in Zürich, bist du dabei gewesen, von deinem Sofa oder von wo auch immer du gerade bist. Mega, mega cool. So schön sind wir im 21. Jahrhundert und können miteinander Kirche feiern, auch wenn wir nicht einmal in der gleichen Stadt sind. Hey, wenn du jetzt noch möchtest Gebet in Anspruch nehmen, dann hast du die Möglichkeit, unten auf den Link zu klicken und dort ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Und sonst bleibt mir nicht mehr anderes übrig, als euch ganz, ganz eine schöne Woche zu wünschen. Und alles Gute und bis nächsten Sonntag. Tschüss zusammen.